Ich bin der Marc, der 30-jährige Amateurastronom. Lisa, lass uns mal hier und dir kommen, für Stären zu gucken. Was weißt du, was willst du wissen von mir? Und sech gucken ich Stären immens gern, aber ich kann nichts davon. Kannst du mal ein bisschen erklären? Ja, okay. Wie gesagt, lass uns mal hier unter dir. Hier sind Straßenbelichtungen. Hier geht das schlecht. Wir sind überall, wo wir Licht und Tag kriegen. Wir sichern uns einen besseren Platz, wo wir da sind. Das ist gut. Ich meine, hier ich ist gehe ein guter Weg. Ja? Lass dich mal hier ein bisschen mehr am Dunkeln. Was für ein einfaches Hilfsmittel kannst du mir damit auf den Weg gehen, für die Stären zu erkennen? Ja, für das wir das besser gemäht kriegen, haben wir für drüber der Bannewelle als Belichtungen am Gerd ausgeschaltet. Wir haben also einen Platz gehen, wo wir am Schätzen von der Straße looten. Dann sollte man uns auch nach Drowinnen an der Teichstraße. Das geht am besten, an dem wir uns nicht mehr von Lute steuern lassen. Auch wenn Auto lässt fahren, muss man gucken, dass die uns nicht dran liegen. Kein Handy. Kein Handy, genau, weil das auch nach Blut liegt, das ist extra schlecht. Genau. Und dann sehen wir immer mehr Stären, und wir können richtig beobachten. Ne? Du kannst den auch nach einem Spektiv holen. Irgendein Spektiv, die zur Verfügung steht, bringt immer ein Viertel gegenüber von den Ahnen. Wir verdächtig gucken den mal so mit den Ahnen für Sachen zu finden, die ihn interessieren. Ne? Das ist immens interessant. Und dann fängt den an, sich ein bisschen zu orientieren um Himmel. Ne? Wo sind Himmelsrichtungen? Da kann ihn zum Beispiel sich gucken, wo ist Sonnenuntergang, das wäre der Westen. Aber wenn wir dann in die Richtung aufhängen, dann brauchen wir uns nicht mehr rundherum zu drehen, da kriegen wir die andere Richtung ja alle gut auch zu sehen. Ne? Und wenn wir im Westen da hatten, dann haben wir hier den Norden, und da ist dann noch der Polarstern zu finden. Den ist aber gar nicht so hell, wie viele Leute meinen. Ne? Also. Die steht zwar schön am Norden, aber wir müssen ein bisschen ein Hilfsmittel geben, um ihn überhaupt zu sehen. Das ist die große Wohn. Die sehen sie da hinten mit der Küste und mit der Teisel. Aber wenn ihr die zwei von der Küste hält, 5-mal verlängert, da können den da bestehen, den nicht allzu hell ist, aber das ist den Ähnchen an dem Bereich. Das ist der Polarstern. Ja? Da super. Kannst du dann sagen, da haben wir wirklich Norden. Und dann ist natürlich an die Richtung 90 Grad 4 haben wir den Osten. Da kommen Stärenbilder über den Horizont. So wie morgens die Sonne abgeht, kommen Stärenbilder auch von da rup am Drehen rundherum. Ne? Das heißt, da sehen wir die mich spät richten, dann nicht mehr hier am Himmel sind. Aber wenn wir dann als 4 drehen, den Süden, da haben wir die Sachen, die gerade am höchsten Punkt sind. So wie die Sonne mit ist am höchsten Punkt, da sind noch die Stären, wenn sie die Richtung erreichen vom Süden, sind sie am höchsten am Himmel. Anschließend können sie im Hof für andere zu gehen, ja. Ne? Westen, ne? Das ist immens logisch, wenn du das so erklärst. Ja, das wäre am Tag mit der Sonne, also nicht auch mit den Sternen, weil der rotiert. Ne? Ja. So. Und dann kann die verschiedenen Objekte da sich angucken. Wenn man nun hier am Westen aufhängen, am Mäerz, ist den Orion da tief am Westhorizont, das sind alle die Hellsterne, die du da siehst. Ja. Ein bisschen neben drüber, da siehst du noch so zwei so mir Rudelsicher. Das denkt, dass den Stern Aldebaran, das ist der Planet Mars. Den ist aber in der Zwischenzeit weit fort, klein. Und nebendran, da siehst du noch so einen Fleck. Wenn du den an der Spektiv guckst, just da nebendran, das ist ein offener Sternhaufen, Plejaden. Ja. Da kann ich schön sehen, wie die Sterne da noch bei mir stehen. Das ist immens, ja. Aber wenn ich ein bisschen weit rauf zurück, wo wir wären beim Orion, da siehst du drinnen auch so einen Fleck. Das ist ein Gasnebel. Ne? So. Das sind zwei Objekte, die ihr fein mit der Spektive gucken. Richtig, ja. Das ist immens. Das ist wie ein Lichterkette. Ne? Den hellsten Stern vom Himmel, den siehst du da nebendran. Das ist auch den da liegt. Ne? Ja. Das ist der Sirius. Das ist den hellsten, den wir am Himmel haben. Super. Viele Leute meinen immer, der Polarstern wie den hellsten. Ne? Wenn du den vergleichst, der Polarstern da und der Sirius da, den ist mir hell. Viel mehr hell. Ne? Ja. Das ist viel mehr hell. Marc, ich merke nicht, brauchen eigentlich gar kein teuren Teleskop, für das alles zu entziffern, wenn ihn das so gut erklärt kriegt, mit ganz wenigen Hilfsmitteln kann ihn sich rumfangen, dass ich genoss, ich sage vielmals merci dafür. Also haben Sie ein Tip-Top-Instrument, es lässt ein bisschen Zeit und es kann viel mehr Sterne sehen, wie ihr am Anfang denkt. Aber richtig. Ganz schön.